Ja, letzter Ferientag, letzte Schneebälle. Morgen heißt es aber dann für viele wieder ran in die Schulbank. Wir bleiben aber im Kölschen Vergnügen, denn heute, da wurde es jeck. Denn das designierte Dreigestirn ist in seine Hofburg eingezogen um 3:30. Da ging es heute los am Turm der Prinzengarde. Dann ist das Trifolium mit ordentlich Begleitung quer durch die Stadt gezogen bis zum Dorint Hotel am Heumarkt. Und wie der Einzug abgelaufen ist und was da heute schon ein Karnevalsgefühl drin gesteckt hat, wir waren mit dabei. Es ist die große Wiedersehensparty. Die Prinzengarde ist vollzählig am Start. Die anderen Gesellschaften haben Abordnungen geschickt. Dabei sind einige ehemalige Dreigestirne. Die wissen natürlich genau, was in dieser Situation in einem designierten Dreigestirn vorgeht. Sascha Klubsch zum Beispiel war vor 2 Jahren Prinz. Ich denke mal, die drei freuen sich jetzt enorm auf Freitag, auf den großen Tag der Proklamation. Heute ist natürlich auch noch mal so ein Highlight. Jetzt geht es offiziell in die Hofburg, in die Heimat für die nächsten Wochen. Also ich denke, Nervosität wird bestimmt vorhanden sein, aber das stecken die drei easy weg. Kleiner Tipp? Einfach nur genießen. Dino Massi ist Chef der Ehrengarde und damit heute so etwas wie der Vater des designierten Dreigestirns. Und er ist voller Stolz. Mit 61 Jahren noch Vater zu werden eines Dreigestirns ist natürlich auch sehr prickelnd, aufregend und ich kann mich schon in die drei gut einsetzen. Für uns ist es ein Erfolg, weil wir erneut ein Dreigestirn stellen dürfen, das 5. in diesem jungen Jahrhundert. Die drei sind wunderbar, die machen es super. Man sieht es schon an heute, wie viele hier sind und mit uns diesen Zugweg gehen wollen zum Einzug in die Hofburg. Eigentlich ist es eine Brautkutsche, heute unterwegs mit dem designierten Kölner Dreigestirn, ein paar Kilometer zur Hofburg. Heute Morgen hieß es noch entspannen mit der Familie. Jetzt wartet die karnevalistische Familie. Es ist verrückt, wir sind gerade mit den Autos hier vorgefahren und du guckst hier so in die Menge und sagst nur, okay, das ist krass, die sind alle für uns hier und das ist überragend, das ist mehr, als wir uns vorgestellt haben. Was macht denn der Puls? Der ist, würde ich sagen, eigentlich jetzt noch okay. Also ist freudig so, ne? Also man weiß ja gar nicht, was so kommt, aufgeregt. Aber ich denke mal, der Puls wird dann so ein bisschen hochschnellen, denke ich mal, wahrscheinlich am Freitag im Laufe des Tages. In unübersichtlichen Zeiten wie gerade ist der Karneval besonders wichtig, heißt es oft. Ich glaube, wir haben Corona überwunden und die Welt da draußen ist verrückt. Krieg, wir haben so viele negative Themen. Ich glaube, dass die Leute einfach Lust haben zu feiern, raus aus dem Alltag und einfach mal Spaß zu haben. Das haben wir in den letzten Wochen sehr, sehr stark gespürt und ich hoffe, das bleibt so bis mindestens Aschermittwoch und vielleicht auch darüber hinaus. Nein, es ist noch nicht Rosenmontag, auch wenn es so aussieht. Die Severinstorburg und davor die Prinzengarde. In gut 6 Wochen haben wir das wieder. Es sorgt jetzt Anfang Januar aber für etwas Verwirrung, zum Beispiel bei diesen jungen Damen aus Bonn mit Besuch aus Sao Paulo. Ihr Köln. Und ich glaube, für sie ist es ein Kulturschock. Das ist wohl Karneval und die gehen hier entlang. Ist das nicht ungewöhnlich an einem 6. Januar? Das ist ganz schön ungewöhnlich und sehr unerwartet. Wie vergleichst du es mit Brasilien? Ganz anders, ganz verschieden. Das designierte Dreigestirn beim ersten Fankontakt. Viele Brasilianer scheinen heute in Köln unterwegs zu sein, auch Carlos, der allerdings mittlerweile zum Südstädter geworden ist. Gefällt mir super, ja. Und ich glaube, dieses Karneval wird wieder super, wie alle anderen Karneval, was ich schon wieder hätte. Und das freut mich, das ist Köln. Allah. Vorfahrt an der Hofburg. Mitsamt der Equipe wohnt das dann nicht mehr designierte Dreigestirn mehr als 40 Tage in dem Hotel am Heumarkt. Nachts, wenn die Sitzungen vorbei sind, kommen viele noch zum Feiern mit Prinz, Bauer und Jungfrau hierhin. Im Hotel wartet der Schlüssel. Die symbolische Übergabe macht der Hoteldirektor Holger Hess, sprich der Herbergsvater. Am 6. Januar, eigentlich der Dreikönigstag, hat der Karneval längst die Stadt übernommen. Prinz, Bauer und Jungfrau scheinen auf alles bestens vorbereitet zu sein.